Wie Sie vielleicht dann wissen, ist ja die Erfolgsgeschichte des Bamberger Basketballs ja nahtlos auch damit verbunden, dass Sabine Günther dann mit SKL-Lotterie und mit GHP über 2 Jahre Namenssponsor war. Ja, wir sind ja dann 2005 mit GHP, einer Tochter der Günther-Gruppe, deutscher Meister geworden. Auch das ist ja das Engagement, das aus dieser Richtung gekommen ist und das uns überhaupt das ermöglicht hat, über eine Halle oder über die Erweiterung der Halle nachzudenken. Ich will auf die Situation zurückkommen, die ich angesprochen habe. Es war ja damals schon große Problematik, wie ich angefangen habe, hier mit Günter Tröster in diese Halle zu gehen, aus dem Graf-Stauffenberg-Gymnasium, war ja die große Problematik, dass ein anderer Betreiber hier war, dass von der Stadt Bamberg im Rahmen eines Rauchbuchs große Versprechungen gemacht wurden, dem Herrn Tröster, warum er eigentlich ja in das Basketball auch am Ende nur investiert hatte. Zum Beispiel gab es da in dem Rauchbuch das Thema VIP-Rauchen, das ja in den Regularien der BWL vorgeschrieben ist. Das muss heute ja gemacht werden in jeder Halle in Deutschland und man hat es einfach unterschlagen. Der damalige Investor dieser Halle, die Planck-Gruppe, hat es im Bau einfach unterschlagen. Es gab es nicht. Es gab keinen Presseraum. Es gab viele Kleinigkeiten, was die Technik in der Halle betrifft, wurden nicht berücksichtigt, obwohl es damals im Rauchbuch Herrn Tröster vorgestellt wurde. Herr Tröster wurde davon informiert, dass diese Dinge vorhanden sind. Deswegen hat er investiert, deswegen hat er die Basket Bamberg gegründet, deswegen wollte er den Bamberger Basketball nach vorne bringen. Wie Sie vielleicht auch wissen, war Herr Tröster dann sehr böse, er war sehr aggressiv in diesem Jahr, er wollte den Bamberger Basketball sterben lassen. Er wollte, dass Dirk Bauermann in seinem ersten Jahr, seinem ersten kompletten Jahr mit einer Jugendmannschaft an den Start geht. Er wollte, dass das Ganze überhaupt nicht mehr weitergeht, weil er extrem verärgert war über das, was passiert ist. Und Sabine Günther ist damals eingestiegen. Und ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt nur Manager des Basketballteams. Und wir haben damals sehr deutlich schon gespürt, wie schwierig es ist, wenn eine Betreibergesellschaft, die eine Halle betreibt und ein Basketball-Bundesliga-Verein nicht zusammenarbeiten. Es ging ja dann die erste Betreibergesellschaft, die vom jetzigen Geschäftsführer der Konzerthalle, von Horst Beuner geführt wurde, ging ja in Insolvenz und es kam dann eine neue Betreibergesellschaft, die wieder des Playoffs, Herr Meisel und Herr Müller haben das ja übernommen und waren dann die Betreiber der Halle und es war, ich kann das wirklich hier versichern, ein 2-jähriger harter Kampf ums Überleben. Aber nicht deswegen, weil es um Geld ging oder weil es um Mieten ging, sondern in erster Linie um weiche Faktoren. Also das heißt, eine Profimannschaft braucht definitiv Trainingstermine. Ohne Trainingstermine geht es nicht. Es muss 2-mal am Tag trainiert werden. Es müssen Räume zur Verfügung stehen zur Behandlung der Spieler, Physiotherapieräume. Wir brauchen ein Trainerbüro, geht gar nicht anders. Ein Trainer muss sich vorbereiten. Wir brauchen einen Raum, wo Video stattfinden kann, wo Spielvorbereitung stattfinden kann. Wir brauchen natürlich auch Räumlichkeiten, wo der VIP-Bereich stattfinden muss. Das ist für uns oder für die Durchführung des Events ein ganz wichtiger Faktor, weil das auch in Bamberg ein Thema ist, das wirklich funktioniert. In einer kleineren Stadt funktioniert es sicherlich besser als nationale Sponsorenpartner und es war für uns immer ein Profitsender, sonst lässt sich Profibasketball überhaupt nicht darstellen. Und diese Dinge, haben weg vom Mietvertrag, vom reinen Spiel, von den 30 Spielen, die hier gemacht werden können oder von den 20 Spielen, die hier gemacht werden können, sind das eigentlich die Dinge, die dann auch die Qualität ausmachen. Und wir haben das dann ja in dem zweiten Jahr sehr, sehr mühsam und sehr, sehr bitter erfahren, wie es ist, wenn eine Betreibergesellschaft gegen einen Profisportverein, gegen einen Basketballverein arbeitet. Ich kann Ihnen versichern, das war ja dann in den Jahren der Anfangszeit von Dirk Bauermann, wo wir eigentlich nur damit beschäftigt waren, Training zu organisieren, Möglichkeiten der Behandlung der Spieler zu organisieren, Videomöglichkeiten zu organisieren, die wir teilweise wo ganz anders machen mussten, aber nicht in der Halle. Kam des Öfteren vor, dass die Mannschaft hier vor der Halle stand, die Halle war nicht offen, die war zugesperrt, oder das war der Abbau vom Konzert vom Vortag noch nicht geregelt und lauter solche Dinge. Ich sage das deswegen,
weil wir damit rechnen müssen oder weil wir auch sehr genau wissen, dass hier wenn die Stadt Bamberg das nicht übernimmt, wenn die Stadt Bamberg hier nicht hilft, dass es dann zu einer Übernahme eines Investors kommen wird, der nur seinen wirtschaftlichen Benefit sieht und der alles tun wird, um möglichst viel Geld aus dem Ganzen rauszuholen. Und das heißt natürlich, Trainingstermine kosten ein immenses Geld. Das kann man im Endeffekt nicht zahlen. Der VIP-Bereich, den wir selbst betreiben, den wir mit eigenen Caterer, mit dem eigenen Koch selbst betreiben, wo wir wirklich versuchen, durch eigene Arbeit möglichst einen hohen Benefit zu bekommen, um dann auch wieder die Bundesligamannschaft zu finanzieren, aber auch den Betrieb der Halle zu finanzieren. Das Thema Logen, das ja bei der SABO, also bei der Betriebsgesellschaft der Halle angesiedelt ist, was die Einnahme betrifft, um einfach die Kosten zu decken. Auf der anderen Seite aber für uns im Basketball immer wichtig ist, auch als Repräsentation, als Präsentationstool, um Sponsoren einzuladen, um Sponsoren hier den Event schmackhaft zu machen, dass man sie hier gewinnen kann. Das sind alles Dinge, die am Ende nur funktionieren, wenn ein Miteinander stattfindet. Wenn hier eine Betreibergesellschaft reinkommt, die das Ganze nur aus wirtschaftlichen Gründen sieht und definitiv überhaupt keine Emotion, kein Herz für den Sport hat, dann wird es meiner Meinung nach auf Dauer kaum hier in Bamberg überleben können. Und das war einfach der Grund, und ich will das auch deswegen nochmal ansprechen, dass Sabine Günther und ich klar gesagt haben, wir haben, muss ich auch dazu sagen, in den letzten 10 Jahren, 11 Jahren mache ich jetzt diesen Job hier, sehr viel Energie gelassen, gerne gelassen für den Bamberger Basketball, aber ich möchte mich nicht noch einmal nach 3 vorhergehenden Aktionen nicht nochmal auf einen täglichen Kampf mit einem neuen Betreiber einlassen, der im Prinzip uns in jeder Beziehung das natürlich das Leben hier extrem schwer machen kann. Ich will Ihnen mal ein kurzes Beispiel nennen. Wir haben in der letzten Woche am Montag hier mit der Mannschaft trainiert. Das war ja nach dem Spiel gegen Paderborn auch dringend notwendig. Wir haben dann am Dienstag Udo Jürgens Konzert gehabt. Das heißt, es musste über Nacht umgebaut werden. Abends sollte das Training noch stattfinden. Wir hatten dann am nächsten Tag wieder eine Veranstaltung in der Halle. Wir haben am nächsten Tag wieder umgebaut für das Training der Mannschaft, dass die Mannschaft zweimal trainieren kann. Von der kompletten Bühnenproduktion in der Halle umgebaut auf Trainingssituation. Um dann am nächsten Tag wieder auf eine Veranstaltungssituation umzubauen. Das geht nur in einem positiven Miteinander, ist aber dringend notwendig, um hier eine Profimannschaft überhaupt unterstützen zu können. Ich kann Ihnen sagen, dass wir momentan in Deutschland von den Teams, von den 9 Teams mit dem höchsten Budget die einzige Mannschaft sind, die keine eigene Trainingshalle hat. Ja, zum Beispiel in Frankfurt hat die Stadt Frankfurt die Titusteine zur Verfügung gestellt, den Basketballern in Frankfurt. In Quakenbrück wurde neben der Advent Arena eine Trainingshalle gebaut. In Oldenburg ist das Gleiche passiert. Auch dort sind es natürlich Schul- bzw. Multifunktionshallen, die nicht zur Verfügung stehen oder nur teilweise zur Verfügung stehen. Wir haben uns hier, denke ich, sehr gut arrangiert im positiven Miteinander, aber wenn hier ein neuer Betreiber reinkommt, der das einfach nicht in Hand macht, sehe ich das als ganz, ganz großes Problem für die Zukunft des Basketballs hier in Bamberg.